Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Aman. Du fängst immer Podcast so an, wieder Aman oder Ja, weiß nicht. Ja. Probier mal etwas Neues, komm. Weißt du, wo kommt das Aman? Ist das nicht Arabisch dann? Nein, aber. Also ja, logisch, aber ich habe das von etwas Speziellem. Dattelzwicker, so einer von denen, ne? Ich habe es von. Teppichklopfer. Vom Lied. Kamelreiter. Genau, vom Lied. Und zwar, der Giri weiß es auch, wir haben es richtig oft immer wieder Dings gesagt. Arabian Adventure DJ von Antoine. DJ Antoine. Aman. Bro, der Downfall vom DJ Antoine müssen wir wirklich mal Hat er studieren. einen Downfall gehabt? Bruder. Er ist einfach nicht mehr so umgefliegt, aber er hat einen Bruder. Cash, Bro. Hat er etwas gemacht? Also, eins von seinen Alben ist ja released worden nur. Das ist ja mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Exklusivität. Mhm. Weil du hast das Album nur bekommen, wenn du im Migrolino das gekauft hast. Mhm. Also weißt du, der Merch. Ja. Weißt du das noch? Du kannst, Das, irgendjemand sagt mir das, ja, aber schon hierher. Nicht so jetzt ja, gerade letztes Jahr oder so. aber ich meine, der hat so. Was hat er noch gemacht? Welcome to Saint-Tropez. Ja. Bro, er hat eine Zeit gehabt, Ja, da hat es Roger Federer gegeben und DJ Antoine. Bro. Er hat eine Zeit gegeben, die zwei das dreit. DJ Antoine Schweizer. Und dann, zu dieser Zeit, wir haben letztes Mal darüber geredet und ich finde, man muss darüber reden, Ja. ein Podcast. Mr. Pink. Schon wieder? Mr. Pink, Alter. Wir haben noch nicht darüber geredet im Podcast. Mit einer ganzen Folge gemacht, wo wir über den geredet haben. Oh, Scheiß. Ah ja, stimmt. Wow, crazy. Ja, Mr. Pink, Mr. Danos. Das haben wir alles besprochen vor etwa 10 Folgen. Ja, was hat so gehabt? Sir Colin, All die, DJ Antoine, Aqua, wilde Zeit. Ja, wilde Mann. Zeit. All Damals, die- wo der DJ Aqua erst 16 glaube ich, 17. Mhm. Und damals ist so wie. Bro, er ist gesigned worden beim Sir Colin Mhm. und er hat da Partys aufgelegt. So ein bisschen Josh Negroni-mäßig hat er auch Stories gemacht mit 16, weißt du? Also ich bin am Auflegen. Aber ich verstehe. Ja. Bro, überall mit 16, größte Clubs von Zürich am Auflegen und so. Und er hat etwas mit dem so losgestartet. Jeder will ein DJ werden. Jeder will werden. Meinst du der DJ. Wie heißt der? Aqua. Sir Colin, ja. Aqua. Meinst du, DJ Aqua ist eigentlich so der. Also DJ Aqua ist grand, damit David Guetta laufen kann. 1.000.000%. Krass. DJ Aqua ist gerannt, Ja, dass es nach ihm überhaupt noch DJs gibt. krass. Also DJ Obi-Wan? DJ Obi-Wan ist der Dings vom Aqua gewesen. Der Schüler, Der Proband. der Proband. Er hat am DJ Aqua gesagt, Obi-Wan Aqua. Also er müsste ihm eigentlich hacken. Quasi. 100%, jeder müsste. Krass. Ich lieb's einmal so DJ-Sachen ansprechen. Mhm. Und immer so gegen richtig, also nicht gegen Özgür, aber immer so, Ja. so ein bisschen Özgür noch schüch, so ein bisschen irgendwie erwähnen oder so als Mitnehmen. Beispiel und so. Ja. Weil er sagt jedes Mal auf. Ja. Aber ich verstehe auch, weißt du, er sagt auch, Alter, DJs ist, weißt du, so, Leute stellen sich immer so vor, ist voll einfach und so. Deswegen er hasst das, wenn so Leute über DJs reden, die keine Ahnung kennen. Aber ich verstehe es auch. Aber ich meine. Bro, es geht nicht darum, über DJ reden, es geht darum, ich will dich stressen, Bro, du weißt, ich liebe dich. Und du weißt, ich tue gerne Liebe auch ein bisschen mit Stress, so ein bisschen mit Nerven zeigen. Wäre noch geil, ihn mal wieder in den Podcast einladen, nicht? Wäre lustig, ja. Geil. Mal so über Dings auch reden, so was bei ihm so gelaufen ist, wie er gefunden hat am Anfang. Wie jetzt Hollywood ist, dank uns. Wie jetzt Cash ist, wo er am Essen ist, dank uns. Meinst du, dann geh ich? Okay. Geil. Er kommt, Bro, er direkt mit so einem A4-Papier Ja. kommt er mit so Sachen. Also erstens mal, ich muss erst mal Sachen loswerden. Ein Großteil geht das Hero. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. So als Profi, als Connoisseur von Schweizer Fußball. Mhm.
Was zum Fick ist mit FC Thun passiert, Bro? Crazy, nicht? Also wirklich, was Crazy, ist nicht? passiert, Bro? Das ist crazy. Also erstens mal, congrats, man. Gratulieren. Also erklär mal schnell für alle, die ein bisschen wie ich sind. Ich muss ganz minim ausholen. Ja, ich muss ganz minim ausholen. Fußball wird da immer mehr und mehr Kommerz. Es wird maximal kommerzialisiert. Also du meinst, letztes Jahr war Fußball nicht Kommerz gewesen? Ja, aber es wird noch übertriebener. Also es ist nur der Anfang, Bro. Ich meine jetzt WM in Amerika, ich weiß nicht, wie noch kein Medienhaus Ja. und noch sonstige Leute Boykott aufgerufen haben, wie bei Katar. Katar. Ja. Es ist ein Pedo, der macht. Ja. Egal, auf jeden Fall. Shoutout. Der andere von Amerika. Okay, sorry. Nicht der von der Schweiz. Und Finalticket zum Beispiel, ich glaube, die günstigsten Preise, die hast momentan sind pro Ticket 4.000, 5.000 Stutz. Was? Also es ist maximal monetarisiert Für und die kapitalisiert. Oh, Bro, brutal. Es Aber ist, man hat ja keine Ahnung, wer Final ist. ja, aber in der Regel wird nicht sein Jamaika gegen Irak. Krass. Ja, Hast kein Wieseland können. Krass. es wird auch nicht Frankreich gegen Irak, Bro. Crazy. Es wird auch nicht Frankreich gegen Irak. Okay. Irak. Also, Palästin wird es vielleicht. 4.500 also 4.000 bis 5.000 Stutz für einen normalen Tribüne. Genau, also Fußball wird immer. Kurz und bündig. Live. Ja. Was ist das? Nein, egal, ich will nicht sagen. Egal. Auf jeden Fall, eben, Fußball wird immer Kommerz. Dementsprechend, Also du wolltest sagen, ein Ticketverkauf kostet mehr als was? Bro, es sind zu viele Vorlagen. Es sind zu viele Vorlagen Bro, wird geben, Bro. Abend, Ich habe Sachen gesehen für die letzten paar Tage, Bro. Nein, ist gut. Also Ich müsste die Comedy-Programm wegen dem machen, egal. Auf jeden Fall, es wird immer Kommerz. Und die Share von Fußballclubs mit Investoren und Cash und die keine haben, Die Share? ja, Okay. wird immer grösser. Ja. Das heisst, so, keine Ahnung, das siehst du zum Beispiel in Österreich als Beispiel. Red Bull ist eingestiegen, hat einen Verein aufgekauft, glaube ich, Red Bull Salzburg, und seitdem ist, es geht eigentlich nur um Red Bull gross gesagt. Die sind auch europäisch fast nur unterwegs und so weiter. Also die sind, es ist ein grosser Unterschied, so mit finanziellen Mitteln. Jetzt sportlich läuft es wieder ein bisschen anders, aber auf jeden Fall, die Share wird immer grösser. Und dementsprechend sind halt immer die mit mehr Cash auch immer ein bisschen an der Macht und immer die vorne gewinnen etwas und so. Und dann gibt es aber doch noch ab und zu so schöne Wunder, wo so ein bisschen, Das so Wunder, Fußballwunder, weißt du? das Wunder von Bern quasi. Genau, weißt du, wo so eher weniger so, jetzt ist so eine reiche Firma dahinter. Vor allem bei Thun finde ich es umso schöner, weil die sind, ich weiß nicht genau, aber vor ein paar Jahren sind ja kurz vor Konkurs gewesen. Und da haben müssen, und sie haben unter anderem auch Fans. Mach mal schnell so eine Pause schnell. Ja. Sag mal mit einem Satz, was ist genau passiert. Ja, warte, haben die Fans auch gespendet. Ja. Jetzt, was ist passiert? Ja. Thun hat sich von der finanziellen Krise gerettet, ist von der zweiten Liga Ja. Meister geworden, erstplatziert und ist direkt auf die erste Liga aufgestiegen. Sie spielen diese Vinti jetzt? Letztes Jahr. Aber es ist noch GC Barrage fix. Inshallah Vinti. Inshallah Vinti. Holt Barrage und GC geht auf den Fixi. Okay. Auf jeden Fall haben sie dann geschafft, den Aufstieg zu schaffen. Sind Meister geworden, Zweitliga, aufgestiegen. Und jetzt sind sie diese Saison in der ersten Liga. Nach dem Aufstieg und haben direkt nochmal Meisterschaft geholt. Also erstens, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal passiert ist, überhaupt in Europa, dass jemand Zweite gewonnen hat, nachher wieder Erste geht, so Und back-to-back. direkt Mütter. Ja, direkt. Und zweitens, Bro, das ist crazy auch. Also die spielen geile Fußball. Also, aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass der Trainer von Thun irgendwie sich so eine Klausel in den Vertrag geschrieben hat, Ja, dass falls er würde Meister werden, Ja. was ja ein grosser komm Ja. ist, dann würde sich eine fette Abmahnung, fette Ding, Ja, Boni, Bonus ja. und so. Ist das so? ey, Kannst du uns da Informationen geben? das weiß ich nicht. Also Sascha es Rufer wird überall von- berichtet. Von Vinti? Tobi, so, vielleicht kannst du so ein Feedback Ja. geben. Aber es wird auch bei Blick berichtet, dass er das hat. Also ich glaube, er hat das gar, also wahrscheinlich fix, so eine Ja. Klausel. Das Interessante daran ist einfach, ich bin nicht sicher, vielleicht kann er mich korrigieren, der Tobi. Das Interessante ist, dass er die Klausel so platziert hat, dass es einfach darum geht, wenn er Meister wird, unabhängig von welcher Liga. Und jetzt ist er zweimal Meister geworden. Genau. Ja, eine Scheine. Ah. Aber das ist ja schon etwas Krasses, dass so Das ist ein crazy, No-Name-Verein wie Thun. Bro, ich weiß nicht genau, was der budgettechnische Unterschied ist, zum Beispiel zu einem FC Basel oder IB. Ja. IB hat am meisten können und Basel.
Ja. Aber ich glaube, also es ist ein Bruchteil von dem, was die grossen Clubs haben. Also sie haben mit Also, extrem könnte man da- viel ich bin weniger. Ich bin ja ein absoluter Noob bei Fußball. Ja. Könnte man da zum Beispiel sagen, es ist ein ähnlicher Unterschied zwischen, wie wenn jetzt Chelsea und Tottenham, oder? Ich weiß nicht, was ich hinaus will. Nein, aber Nein, okay. ich glaube, für dich ist es vielleicht einfacher zum Verstehen, wie wenn du sagst, stell dir vor, ein Film mit 50 Millionen Budget Ja. bringt Milliarden in die Kasse rein. Okay. Jackie, also. So, Budget ist minim, er hat nie Goal gehabt, zum Ja. krank durch die Decke zu gehen, aber Ja. Aber 50 es hat Millionen funktioniert. Ist doch schon viel. Also. Aber ja, okay. ja, Nein, in ist der gut, Filmbranche ist ja 50 Millionen wiederum nichts oder wenig. Ja, okay. Ja. Von mir aus auch 10 Millionen. Also, so. keiner hat erwartet, Underdogs. Niemand hat es erwartet, ja. Gar niemand. Ein Schweizer Rapper, den ich sehr respektiere, hat enge Freunde-Story aufgeladen. Mhm. Und er so, ey, schaut, ich gönn's, tun, so, krass. Aber ich hätte, er so, ich hätte lieber gehabt, dass FC Zürich und FC Basel zusammen gewinnen. Ist ein Berner. Mhm. Anstatt dass die Uhren Bauern von Thun. Er so, kommen Mein die Amor. mir- er so, okay, schau, die Uhren Bauern, okay, es hat ein paar stramme Kanaken dort und so, Ja. aber das sind Bauern, Bruder. Ja. Das sind Leute, die am Abend am 10 Uhr in die Bar gehen und Ausländer anspucken. Redet nicht von Huls. Ja, Redet ja. nicht von Kurven. Ich fick euch. Alter, Bro, hast ich gelastet, hab ja. gelacht. Aber ich meine, jetzt stellt sich ja die Frage, was ist in der Schweizer Liga los, Bro? Dass ein Jahr Zürich Meister wird und dann wird es schwierig zum Beispiel und dann kommt auf einmal Thun ein paar Jahre später und wird auch Meister. Bro, FCZ ist ein schwieriges Beispiel. Okay. Ganz schwieriges Beispiel. Weil du weißt nie am Anfang von der Saison, was jetzt ansteht, sondern Ja. nur Gott weiß. Ja. Auf einmal du bist Meister, auf einmal du kämpfst gegen Abstieg. Es gibt ja nur so, in der Schweizer Liga sagt man, gibt es ja nur zwei Sachen, wo klar ist. Mhm. Man sagt ja, IB ist immer recht stabil Mhm. und GC ist nur so ein Verein. Ja, ja, genau so, ja. Und also auf jeden Fall, es geht ja nicht mal darum, so, also vor allem für viele, glaube ich, geht es immer darum, so, dass jetzt FC Thun so eine kleine Stadt ist und so Bauern, was auch immer, oder was man auch sonst über die Seite denkt. Da geht es um etwas anderes. Da geht es so darum, dass jemand, wo von einem Niveau tiefer hochgekommen ist, Ja. Underdog, Bro. David ein gegen Goliath. maximaler Underdog ist und nicht nur in sportlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die müssen voll auf Batzen schauen und so weiter. Aber mit diesen Mitteln und Dings, was sie kann, sind sie einfach Meister geworden, Bro. Könnte man sagen, es ist eine ähnliche Situation, wie wenn jetzt zwei stramme, authentische Jungs in einer Garage einen Podcast anfangen. Und keine. Und die zwei erwartet- Jahre. Und sie faken alles, Bro. Nein, aber schon krass. Hat Thun so Spieler, wo man sagt, okay. Okay. Ey, das ist eben das Krasse, wenn du immer so kranke Leistungen bringst. Die werden jetzt wegen dem eben so Names haben. Also man hat die wegen dem auf dem Radar. Also jetzt, Gibt es in Thun einen Nazi-Spieler? ich glaube, einer spielt in Nordmazedonien. Ich bin aber nicht sicher, Bro. Aber ist ein Jetzt kommt der Walliser aus dir raus, oder also, was? ist nicht, also ich meine... Wie heißt er denn? Ich oder was? Also ich meine, sind wie viele Generationen... Nein, aber krass, okay. Es hat ich weiß nicht, es hat sicher Nazi-Spieler so, also nicht nur von der Schweiz jetzt vielleicht, oder überhaupt nicht von der Schweiz, aber vielleicht von anderen Ländern. so Schweizer Nazi-Spieler gibt es keine in Thun. Ey, aktuell nicht, nein. Okay. Aber ich weiß halt nicht, wie es mit dem Nominieren ist und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass der Jakin einen Monat oder zwei vor der WM sagt, ey, der eine von Berner Oberland rasiert, komm mit. Wäre noch geil, ja. Mhm. Was nicht mal so unfair wäre, Ja. weil es ein paar Spieler gab, die krank rasiert haben. Und wann hast du gecheckt, dass Thun am Mütterfick ist? So? Ja, grundsätzlich Weil es ist ja Basel anscheinend... und IB haben angefangen abgehackt und dann hast du gewusst, es wird einfach irgendjemand sein. Am Anfang habe ich gedacht, das wird so ein Zürich vielleicht, habe ich gedacht. Immer halt, musst belieben. Hast du gedacht, ja. St. Gallen oder Lugano.
Okay. Lugano halt auch, weil sie Ami-Investoren haben. Und die haben auch Cash und so. Aber, Bro, das ist genau so das Gleiche gewesen wie bei Zürich, wo sie Meister geworden sind. Es sind Komponenten, die alle gerade miteinander zusammenpassen. Du hast eben, der Trainer ist am Passen, die Spieler sind dran, Bro, Spieler wollen alles geben. Und dann hast du gerade vielleicht noch die Möglichkeit und das Glück, dass die eigentlich voll Favorit sind, noch spielen und nichts auf die Beine bringen und so. Also denkst du jetzt, irgendein Rap-Cruise, Thun, wird jetzt auch so einen Hymne rausbringen? Nein, ich glaub's nicht. Thun ist aus. Es kann schon sein, weil, also, für die Meisterschaft kann schon sein. Ich glaube, es ist die, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, es ist die allererste Meisterschaft überhaupt von Thun. Krass. Und so etwas ist geschichtlich. Also wie, es ist die erste Meisterschaft, wo sie jemals gespielt haben? Wo sie gewonnen haben, ja. Sie gewonnen haben. Ja, ich bin nicht sicher, vielleicht, aber wenn nicht die erste, dann kannst du sicher an der Hand abziehen. Also auf jeden Fall für einen Verein wie Thun ist Meisterschaft auf höchstem Niveau immer geschichtlich. Und man hat ja schon recht früh gecheckt, okay, so sie haben es geholt. Ja. Ja, nein, es ist halt immer mathematisch. Das Ding ist, sie haben mega lange so eine Tendenz gehabt, mega viel am Gewinnen gewesen und so. Und das war so, okay, am Anfang darfst du nicht drüber reden, weißt du, wenn am Anfang so Leute und Spieler und Trainer fragst, ihr spielt mega gut und so. Was meinst du, Meister? Die sagen immer nein, weil mathematisch ist noch alles so vom Fußball, ist auch mega ein tagesabhängiger Sport. Das heisst, du spielst jetzt 10 Spiele hintereinander gut und 2 hintereinander verlierst und der andere Gegner spielt 2 gut und nachher wird der Abstand schon kleiner. Check. Also, es wird erst dann so gefeiert, dann wirklich so mathematisch auch nicht mehr geht, dass der Gegner kann gewinnen Und kann. das ist jetzt letzte Woche nicht passiert. Voll, ja. Aber eben, man hat schon so vor 3... Ja, seit 2-3 Wochen kann es immer passieren, aber es ist eben das, oder? Seit 2-3 Wochen könnte es wieso werden, Check. aber sie haben gerade verloren die ganze Zeit. Krass. Gönnst? Ja, sicher, 100 Pro. 100 Pro, Bro. 100%. Stimmt das, dass jetzt viel so Modefans jetzt quasi Thun hat jetzt viele Modefans, so würdest du sagen? Ey, keine Ahnung, ich habe mich nicht so drin, aber das ist das Phänomen, was mitkommt mit Erfolg. Das ist schon normal. Dass, wenn du Erfolg hast, bist du für viele so neu auf der Karte überhaupt. Ah, was? Crazy, wer ist das? Aber krass. Bist du mal am FC Thun-Match gewesen? Nein. Ich bin noch nie auch Thun auswärts gewesen. Schade. Nein. Ja, das sind, glaube ich, jetzt recht lange Zweitliga gewesen. Scheiß auf das, ich kann mit dir über etwas anderes reden. Und eben, ich kann noch gerade sagen, so, noch ganz kurz, es gibt ja noch einen zweiten, ich sage jetzt mal im globalen Fußball, Underdog, wo eine Quali geschafft hat, wo auch sehr viel für sehr viele Emotionen gesorgt hat. Willst du ein bisschen von dem erzählen? Reden wir von Ahmedspor? Ja, Mann. Ja, Mann. Sag ihnen, Bro. Ja, Bro. Es gibt einen Verein, einen kurdischen Verein in Diyarbakır, also in Türkei. Kurdischer Verein bedeutet einfach, die meisten Spieler haben kurdische Herkunft. Diyarbakır. Ja, voll. Also Stadt. ja, voll. Jetzt vielleicht wird das weniger ein Thema sein, weil jetzt bist du ja Zweitliga, sprich jetzt sind sie als Erstliga aufgestiegen. Und dort, also weißt du musst auch schauen, dass du das Niveau kannst beibehalten und dann nimmst du sicher auch einige aus der Jugend, aber du musst auch internationale Spieler holen. Ja, es gibt einen Verein in Osttürkei von der Stadt Diyarbakır. Nordkurdistan? Genau. Auf Kurdisch heißt die Stadt Ahmet und auf Türkisch Diyarbakır. Und der Verein hat sich, ich weiß nicht genau wann, aber der Verein hat sich vor kurzem gegründet. Hat sich Ahmedspor genannt. Was ja schon eine politische was schon mal Provokation so ist für gewisse... Ja, voll. Eben, es ist so allerlei Hinsicht, so gewisse sind Provokation, gewisse auch nicht. Aber was schon mal ist, es ist schön. Das ist schon mal so... 1990 übrigens gegründet worden. Vor 35 Jahren. Ja. Okay. Und ich glaube, dass sie vor kurzem das Rebranding hatten. Genau, 76 ist es als Diyarbakır genau. Melik Ahmedspor gegründet worden. Ja. Und dann hat ein Verein aus Diyarbakır 1990 in die Stadtverwaltung übernommen und das Rebranding gemacht, beziehungsweise den Namen geändert zu Ahmedspor. Ja. Genau, und die hat sich zu Ahmedspor umgenannt und jetzt ist letzten Sommer ist ein reicher Kurdi gestiegen und hat gesagt, ich lasse jetzt Cash liegen, weil mein Ziel ist, dass wir nächstes Jahr Super League spielen, sprich erste Liga. Ja, und mit den grossen wie Gala, Fener, Beşiktaş und so weiter. In der Türkei ist es natürlich ein bisschen etwas anderes in der ersten Liga spielen als in der Schweiz. 100%. Also vor allem jetzt momentan ist die Türkei erste Liga, ist auch ein Cash-Butter des Ground, es kommen riesen Namen, brutale Stars und zwar, früher hast du auch Stars gehabt, aber früher ist
Super League vor allem dafür bekannt sind, dass Rentner Ja. Spieler gekommen sind. Aber immer noch Chris sind. Wie hat der Fußballer geheißen bei FIFA 2002 mit der Sonnenbrille und den Dreads? Ich habe Bigala? Ja, nicht Bigala, er war bei Juve. Gewesen. Aha. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich vergesse Aber den das war Namen nicht immer mal wieder. Bigala gewesen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Okay. Und ja, auf jeden Fall ist Ahmedspor am Spielen gewesen und kurz vor Schluss ist es noch spannend geworden. Letzte 2 Spieltage, letzte 2 oder 3 Spieltage hat sogar so ausgesehen, weil sie sind konstant auf dem 2. oder 1. Platz gewesen. Mhm. Und kurz vor Schluss hat es so ausgesehen, als würde es wirklich nicht ganz Also, lange für den direkten Man kann Aufstieg. nur aufsteigen, wenn man auf der ersten Platz ist. 1. und 2. steigen direkt auf. Ja. 3. bis, glaube ich, 8. oder so. Ja. Oder 3. bis 6. kommen in eine Playoff-Runde. Mhm. Die spielen alle gegeneinander noch einmal. Und der, der von all denen übrig bleibt, der gegen alle gespielt und gewonnen hat, Ja. steigt dann auch auf. Es ist wie so, wenn du in den Playoffs bist, ist ja keine Garantie, dass du aufsteigst. Das heisst, du hast irgendwie noch 4-5 Spiele vor dir. Ist das für dich gerade wie wenn so deine Chaya endlich mal Interesse hat an deinen Hobbys und du kannst es ein bisschen erzählen? 100%. Und was ist genau Offside? Was ist Offside, Baby? Nein, und Okay. nachher habe ich so, also auf jeden Fall, Ahmedspor hat einen reichen Kurt als Investor bekommen, der hat Geld in den Ballert, der hat namhafte Spieler auch geholt. Mhm. Und sie haben es geschafft, dass sie aufsteigen und sind nächstes Jahr bei Super League Erstliga dabei. Und für mich, Bro, auch als FIFA-Fan, riesen Freude, Bro, ich kann einfach Ahmedspor-Logo nehmen. Ich kann Ahmedspor-Trainer sein. Und es ist viel mehr aber als das, Bro. Es ist eben, wir haben einen Verein jetzt, der einen kurdischen Namen hat, wo ganz klar mit kurdischer Identität sich identifiziert, kurdische Banner, kurdische Sprüche. Also das ist jetzt in der ersten Liga, Bro, weißt du? Ja. Und es Wir ist nicht reden- normal, weil ein Spieler, den wir haben, Ja. der Mbaye Diagne, Ja. der ist, glaube ich, von Senegal. Ich glaube Senegalese, ja. Ja. Und natürlich, wenn du, das machen ja mega viele Leute, ist ja normal, wenn du, also Fußballer, wenn sie gewinnen, Meister werden, feiern sie zusammen und meistens kommen sie mit ihren Flaggen, weißt du, sie nehmen ihre Flaggen, gehen aufs Feld, freuen sich, ey, weißt du, wir haben es geschafft, 1 Jahr lang jedes Wochenende durchgekämpft, jetzt sind wir so weit und so. Und der Diagne wollte ein Foto machen, Mhm. er hat seine Flagge geholt, ist aufs Feld gegangen, also das Ja. Spiel ist vorbei, ist alle Fans rausgegangen. Senegal, ja. Ja. Das Spiel ist schon vorbei gewesen, also ein Großteil der Fans ist schon weggegangen und so weiter. Und dann hat er aus Freude, wie sie es halt geschafft haben, aufs Feld gegangen, hat die Flagge so aufgemacht und will ein Von Foto Senegal? machen. Ja, genau, von Und wie Senegal. sieht die aus? Ja, Bro, Also sie hat- gelb, grün, Sie hat rot. Farbe rot, gelb und grün drin Ja. und einen Stern. Genau, und der Stern in der Mitte ist grün. Ja. Grün, gelb, rot, Mhm. so, mit Balken. Und in der Mitte ein grüner Stern. Er hat das so ausdingselt, hat das Foto gemacht, hat angefangen sich zu freuen. Bro, er hat das aufgemacht und keine 5 Sekunden ist er umkreist von Polizisten. Von türkischen. Genau, also jetzt ohne Betrieb, aber 5, 10, 20 Polizisten um ihn herum. Du hörst noch, wie er im Video sagt, it's Kamerun, it's Senegal, it's Ja. Senegal. Und die sagen ihm, nein, das ist PKK-Flagge. Ja. Du darfst kein Foto machen. Und sie haben auch gemeint, es ist die kurdische Flagge. Zuerst hat er gemeint, das ist eine Kurdistan-Flagge. Ja. Einfach aufgrund von der Farbe und vom Genau. Stern. Und nachher hat er gesagt, no, ist okay, weißt du, ist Senegal. Nachher haben sie gesagt, nein, das ist ein Stern in der Mitte, das ist PKK. Gut, reden wir, bevor wir da weitergehen, reden wir mal so ein bisschen allgemein über die türkische, also über Fußball, über Rassismus von Türkinnen im Fußball. Also während EM-Spiel, während WM-Spiel, während Super League-Spiel kommt es immer wieder vor, dass Fußballer ungestraft, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, von den Fans will wir gar nicht reden, aber Fußballer ungestraft den graue Wolf Symbol, Handzeichen machen, wo ja ein rechtsextremes Zeichen ist. Mhm. So. Also mit ihren Händen formen sie den Wolfsgruß. So. Mhm. Und das passiert ungestraft. Ja, in Türkei schon, ja. Also ich glaube sogar auch im Großteil Europas. Ich weiß nicht, 1, 2 Länder in Europa haben die Organisation und auch der Ja. Gruß Als verboten. rechtsextrem Ja, eingestuft, voll. ja. Und ein deutsch-türkischer Fußballer hat doch mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, ich weiß nicht, und den Wolfsgruß gemacht und hat aufgrund von dem nachher Spielsperre bekommen. Du redest vom Özil wahrscheinlich. das war der Özil, der Genau, du redest Erdogan Arschlecker. Ja. Ja, du redest vom Özil. Ich bin jetzt nicht ganz im Bild, ich habe es jetzt Ja. gerade nicht im Kopf.
jemand wegen einem Wolfsgruß aus der EM gekickt worden ist. Oder weil er damals mit dem Erdogan anfangen close werden. Okay, aber ich weiß, es hat einen türkischstämmigen Fußball. Ja, aber also, dass er so rechts ist kein Geheimnis. Er hat auch irgendwo da, seit neuestem hat sich jetzt vor einem Jahr, 1, 2, vielleicht auch vor ein paar Monaten, hat sich ein Tattoo machen lassen mit dem Wolf und so. Also er macht kein Geheimnis aus dem. Aber ich weiß nicht, ob er das Zeichen auch gemacht hat. Und in der türkischen Liga hat sie auch ganz viel, hat Ahmedspor ganz viel Hindernis erlebt, oder? Kannst du etwas von dem erzählen? Eben, egal was ich jetzt sage, das sind so ein bisschen Halbwahrheiten und was ich so noch im Kopf habe. Ich will jedem ans Herz legen, was es wirklich interessiert. Gehst du googlen, gehst du ins Internet. Uns auch null vorbereitet. Voll, ja, gehst du ins Internet, weil es ist wirklich, also es hat wirklich Sachen, wo so liest und oder mitbekommst, wo du denkst, Alter, weißt du, so, schon crazy. Bro, es hat immer wieder so ein bisschen Hürden gegeben, immer wieder so ein bisschen Punktabzug, Strafen, Schiri-Entscheid, wo dich hinterfragst und so. Auch so Admin-Sachen und so. Voll, immer wieder, Bro. Und was eben viele aussagen, wieso der Kurt Geld reinballert hat letztes Jahr, ist, dass er mit dem Geld kann so eine Aufmerksamkeit auf den Verein lenken, dass du nicht mehr kannst darüber hinweg schauen. Dass du nicht mehr kannst sagen, Alter, Bro, der Diagne, der ist nicht einfach nichts. Zum Beispiel, das ist, in Türkei, der ist ein Motherfucker. Der hat in Saudi auseinandergenommen, man kennt ihn. Senegal, Dings, Bro, Nationalspieler, man kennt ihn. Es gibt jetzt und wenn Videos. er dann erzählt, Bruder, ich habe mit Kamera, ich habe mit Senegal, sorry, ich vergesse die ganze Zeit, ich habe mit Senegal ein Foto machen, ich kann nicht können. Bro, und der Typ, ich küsse doch sein Herz, Bro. Er macht jede Story, die er macht, oder jeden Beitrag, den er macht, hat er am Anfang nicht gemacht. Erst wenn er gespürt hat, was mit ihm passiert, wie er für den Verein spielt, alles voll mit kurdischen Liedern. Gell? Bro, immer, er macht so eine Story, Bro, und das läuft so der da Musik im Hintergrund, so, Alter, Mann. Du siehst so, Menschen in Senegal werden so gefilmt und die sagen so, Herr Biji Kurdo, Kurdistan. Bro, weißt du, wie viele Leute Bro. von Senegal sind jetzt in Diyarbakir letzte Zeit am Chillen? Bro. Leute gehen so, machen so TV-Interview und die gehen so, die gehen immer so, mittlerweile, die gehen so und machen so ein bisschen wie so Poker, die so, Diagne, die so, yes, Diagne, Biji Kurdistan und so. Alter, ich bin am Sterben. Aber auf jeden Fall, der Fan hat mir wirklich, also auch das Jahr recht viel müssen einstecken. Und ich glaube, dass halt jetzt, wo Cash nicht groß ist und auch namhafte Spieler gekommen sind, dass sie in so einem Stadium sind, dass dann etwas passiert, dass nicht einfach fuck, aufstehen, nach um den Teppich kehrt, unter den Teppich so Dings hat, sondern jetzt ist so, Bro, Also in Deutschland diese Community. Sie haben ein bisschen Märtyrertum erreicht, würde ich sagen. So quasi, wenn jetzt etwas passiert, Ja, kann die Welt wie nicht mehr. wegschauen Ja. quasi. Ich weiß nicht, ob. Ja, könnte schon sein. Weil das Ding ist, wenn etwas passiert ist früher, Ja. ist passiert, man hat sich aufgeregt, man hat sich versucht dagegen zu wehren, aber tendenziell hast du keine Chance gehabt. Weil das Ahmedspor systematisch unterdrückt wird von der türkischen Liga, das ist ja schon seit Jahren das Ding. Eben, ich bin jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie das Jahr ausgesehen hat. Ja. Weil ich habe vor allem einen TikToker verfolgt. Ja. Ein Kurt, der wirklich immer so Zusammenfassungen gemacht hat von Ja. Spielen und so weiter. Und bei dem ist zum Beispiel nie so das Thema, oder sehr, sehr selten, ist bei dem das Thema gefallen, wieso. Und schon wieder ist das passiert. Also ich glaube, das Jahr, vor allem auch, weil jetzt so das Ziel international, also gesteckt wurde, ist mit wir gehen in die erste Liga, wir holen 30 Spieler. Bro, ich meine, die haben Leute da draußen, die ein bisschen von Fußball Ahnung haben. Ja. Nicht zum sagen, es geht nicht um den Namen, aber die haben Spieler ausgehend von Juve. Bro, es ist kein 50 Millionen Mann, der kommst. Aber Bro, Ahmedspor geht zu Juve und sagt, mit Interesse hat, darf das Jahr bei uns spielen. Nein, Bruder, sicher, die sind ja gut dran. Bro, sie haben Leute aus Südamerika geholt. Also Irgendwelche Kolumbianer, die in Kolumbien gerissen haben Offerten bekommen von vielleicht Frankreich, Deutschland. Dann kommt einfach einer so, schönen Namen. aber Bremen, kommt zu uns. wenn man jetzt den globalen Fußball oder den westlichen Fußball anschaut, dann sind ja so die Spitzenreiter, die bekannten PSG, Barca, Real, so die Ligen. Wenn das Nummer 1 Spitzenfußball ist, wo tut sich Ahmedspor eingliedern? Ahmedspor ist ja jetzt in der Super League. Ja. Und ich habe gerade letztes Ranking gesehen. Es wird immer wieder neu gerankt. Und ich weiß halt auch nicht so genau, auf welches kannst
so drauf vertrauen. Aber es ist ja mal klar, Italien, Deutschland, Spanien, England und Frankreich, das sind so die Top 5. Und dann wechselt, also dann kommt halt der Rest so. Ja. Und ich glaube, Super League ist in der Top 10 oder Top 15. Eins von beidem, Top 10 oder Top 15. Könnte man Ahmedspor mit FC Zürich vergleichen? Weniger, weil Ahmedspor ist recht politisch. Okay, aber ich meine von der Größe, vom Geld, vom Budget. Ja, schwierige Bro, du kannst allgemein Verein mit Schweizer Verein vergleichen, ist schwierig. Weil zum Beispiel in Ahmed, sage jetzt Bruder, jetzt wir ballen jetzt Cash rein. Und da holt so ein Diagne, so holt irgendwelche Namen, die gut sind und so weiter. Da ist nicht mal ein Thema, Geld in die Hand nehmen. Okay, verstehe ich. Weil da ist so wie... Verstehe ich. Und hast du das Gefühl, die Identität von Ahmedspor und ich sage jetzt mal der Charme oder das, was sie halt so zu dem macht, was sie sind, verändert sich das stark jetzt, wo Geld drin ist? Also hat es noch die Kernspieler vor 5 Jahren? Das weiß ich nicht einmal, aber sie haben Spieler, die kurdisch sind. Sie haben Spieler, die bei der Big Three gespielt haben, Fener, Gala, Beşiktaş, die türkisch sind, die dort sind. Also es gibt auch türkische Spieler bei Ahmedspor? Es gibt auch ehemalige türkische Nationalspieler. Also zum Beispiel, ich habe vergessen, wie der eine heißt. Er ist sogar in Deutschland geboren, aufgewachsen. Hat aber, ich glaube, bei Fener gespielt und bei Beşiktaş, bin nicht sicher, aber recht lange bei Fener. Also man kennt ihn, er ist wirklich ein Bekannter. Krass. Und der spielt jetzt, weil er halt 35 ist oder so, spielt jetzt bei Ahmedspor. Okay. Und der war letzte im Stream vom Mert. Kennst du den Mert von Deutschland? Ja, der Typ. Das ist der, wo sagt, irgendwie einer sagt ihm so, lern mal Deutsch. Oder bin ich irgendwie der? Ja, er wusste also Bruder, ich bin Streamer und so. Und er ist zu ihm im Stream gegangen und hat ihm so ein Ahmed-Trikot geschenkt, weißt du, von ihm. Und der Mert ist doch ein Türk, ne? Ja. Bro, er hat sich gefreut, der Mert. Bro, es ist, glaub mir, es ist ein scheuer Wandel am passieren. Auch in Europa und so. Ich sage jetzt mal, und das finde ich schön. Bro, ich meine, David gegen Goliath ist eine biblische Geschichte. Das übersetzt sich in ganz viele popkulturelle Sachen. Das sind Menschen lieben so Geschichten. Ja, voll. Star Wars ist der kleine. Man romantisiert es auch mega und so. Genau, es ist ja eigentlich für, ich sage jetzt mal, aus kommerzieller Sicht oder aus dramatischer Sicht, aus narrativer Sicht, ist es etwas hure Geiles. Ja. Wenn kleine Underdogs sich gegen die Grossen behaupten. Ich meine, da geht man mit, Bro. Voll. Ich freue mich auch für Thun jetzt, obwohl ich keine Ahnung habe von Fußball. Ja, fix. Also eigentlich ist es eine hure geile Geschichte. Und gepaart damit, dass ich jetzt Großmütter gesehen, so Peace-Zeichen und Ahmedspor Trikot rocken und so. Bro, das ist, glaube, also es fühlt sich einfach an wie eine Story, wo, eben, wie du sagst, wo in Geschichte eingeht. Und ich finde es eben auch krass, weil ich denke immer wieder dran, Bro, wo wir halt keine 4. Klasse, 3. Klasse gewesen sind, wie wir haben jedes Mal haben müssen erklären, was bedeutet Kurd sein. Jeder hat euch versucht gaslighten. Ihr seid keine Kurden, eigentlich sind ihr seid eigentlich Moslem, ihr seid eigentlich Türke, ihr seid eigentlich dies. Jeder hat gewusst, was wir sind, aber keiner gewusst, wer Kurden sind. Ja, voll. Und es wandelt sich. Es wandelt sich. Ich mache gerade einen perfekten Übergang mit, also wenn du nicht gewusst, was Kurden sind. Ich würde aber noch kurz das sagen zu diesem Thema, bevor wir das von mir aus abschließen. Bro, vor Ahmedspor hat es einen Verein gegeben, mit dem sich Kurden am meisten identifizieren konnten, der nicht mal in der Türkei war. Weil der Verein hat auch mega Welle geschlagen, dass sie in die erste Liga aufgestiegen sind. St. Pauli. Es war Dalkurd aus Schweden. Und eben Dalkurd, kurdischer Verein. Und die sind von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen und ihr Wappen war so eine Kurdistan-Flagge, weißt du? Krass. Die sind aufgestiegen und das war, Bro, zum Beispiel FIFA, wo ich online gespielt habe. Das war einfach der Bestimmung, Bro. Manchmal ich spiele gegen einen, ich habe ein Dalkurd-Logo, weißt du, Kurdistan, einer mit Türkei. Nachher. Wir spielen, Bro, und in der Regel, weißt du, beide angespannt, beide so derbe und so. Ja, wir müssen dann spielen und dann habe ich mir gedacht, okay, nachdem ich mir sicher so, du Peach und so. Dann, er heißt noch Osmanluspor und so weiter. Dann schreibt er, bravo, geiles Spiel. Ich dachte mir so, Bro, und das meine ich, weißt du, mit Wandern und so. Es kommt immer mehr und mehr
Leute akzeptieren das immer, also weißt du, so, ist immer mehr, dass das Gespalten hört auf. Weil Irak hat sich zum Beispiel für WM qualifiziert. Wo sie das ist vor einem Monat gewesen, oder 2. Und WM ist jetzt irgendwie, also sie sind einer der letzten Länder, die sich qualifiziert haben. Hat, ja. Jetzt in der irakischen Nationalmannschaft hat es easy viele Kurden. Die haben sich qualifiziert, nicht nur, also Irak ist ein Land mit voll Minderheiten, Assyrer und so weiter, gell? Sie haben die Quali geschafft und alle Spieler haben sich angefangen zu freuen, Bro, Leute nehmen die Flagge von Irak, Leute nehmen die Flagge von Assyrien, Leute kommen mit Kurdistan-Flaggen und freuen sich, dass sie sich qualifiziert haben und gehen dort ab und freuen sich. Und deswegen hoffe ich mir, weißt du, so, dass das irgendwann mal vielleicht auch so ein Zustand könnte sein, weißt du, wie zum Beispiel in Türkei, weil in der türkischen Nazi hat es auch Kurden, weißt du? Ist nicht so, dass es nicht hat. Aber wenn sie gewinnen oder sie sich qualifizieren, wenn er das mit der Kurdistan-Flagge will machen, der ist tot. Ja, eben. Der ist Eben, tot. weil, ich meine, natürlich, es wandelt sich und so, aber schau, das Internet ist ein grusiger Ort und ich sehe einfach immer noch wieder unter jedem Post, wo auch nur ein bisschen Kurdistan-Bezug hat, Kommentar. Harmlose wie, von welchem Land redet ihr? Ja, voll. Bis zu, uns sollte man ausrotten, ihr Abschaum. Also weißt du, so, das Voll. gibt's. Wenn Türkei irgendein Länderspiel gönnt, irgendein Freundschaftsspiel gönnt, in Deutschland gibt es Autokolonnen, Hubkolonnen und es wird der Wolfsgruß gemacht. Weißt du, Bro? Und das sind also der gleiche Gruß, der gemacht worden ist, während meine Vorfahren ermordet worden sind. Ja, Weißt du, was ich meine? Voll, So. voll. Und schon klar, es ist ein Wandel da, aber auf der anderen Seite ist wie so, Man darf nicht vergessen. es ist auch noch nie so salonfähig gewesen, Bro. Voll, ja. Ich meine, die Leute gehen auf die Straße und machen den Gruß und ich denke mir so, Bro, sind wir im falschen Film? Also weißt du, wie könnt ihr euch nicht, wie könnt ihr euch nicht ein bisschen educaten? So. Ja, Bro, es ist leider. Es wird immer Leute geben, Bro, wo so dich fragst, ich bin so wie du da geboren, aufgewachsen, ich bin so wie du, Berufsschule gegangen, Oberstufe, Primar, alles Mögliche. Aber irgendwas ist bei dir passiert. Keine Ahnung. Hast du schon mal, sorry, Ja, sag. hast du schon mal jemanden kennengelernt, so beim Arbeiten oder Schule und ihr habt recht geweibt und nachher hast du gecheckt, okay, der ist... Ich habe etwas Ähnliches gehabt, So, aber also- nicht so mit Arbeiten. Kennst du BP Tankstelle in Oberi? Ja, okay. Ja, Und ja. dort hat es einen Onkel, Mhm. Bro, jahrelang habe ich ihn geliebt. Also ich liebe niemanden eigentlich. Ich habe ihn geliebt, Bro. Er ist so ein geiler Sieg, Bro. Du bist immer gegangen, richtig freundlich. Und er erkennt Gesichter, weißt du? Du gehst hin, so, oh, Sarah Can Nassen und so, immer ein bisschen Nassen. BP Tankstelle, gell? Ja, Du gehst, wir reden über alles, Bro. Er weiß, ich bin Kurd, ich weiß, er ist Türk. ja. Das ist gar kein Thema, Bro. Aber? Irgendwann mal gesehen, Bro, auf Facebook. Er sagt so, ich bin neu im MEP Dernek irgendwo halt, also rechte Partei beitreten und kommt doch mal vorbei und so weiter und so Sachen. Ich so, Onkel, Mann. Onkel, Mann, wieso? Onkel, wieso? So, du hängst... Ja, bist voll weil, also cool. man hat ganz Winter hat man ihn gekannt, weißt du, auch meine Eltern haben ihn gekannt, so, weil, ja. Bro, es gibt nicht, jetzt gibt es vielleicht so unsere Leute, die jetzt Franchise machen, von Migrino und so weiter, tamam, okay, aber vor 2 Jahren bist du froh gewesen, wenn irgendeine so eine Tankstelle jemand siehst, der die ähnlichen Nachnamen hat, weißt du, hoi und so. Und das kann man natürlich schon sagen, ja, macht es doch nicht politisch. So Ja. ist doch, wenn er ein geiler Sieg ist, Ja, ein geiler voll. Sieg, so macht es doch nicht politisch. Ja, Der Unterschied ist halt einfach, es ist nicht eine Diskussion von, sollen wir jetzt in der Schweiz links oder rechts wählen, sondern der Unterschied ist, es gibt einfach gewisse Menschen, die sind Teil von einer Partei, wo sich zum Beispiel- auf die Flagge schreibt, ja. dass man, Dass es nur Türkei und der Türkei gibt und alles andere gibt es nicht. also es geht da nicht darum, haben wir die gleiche Ansicht oder nicht, sondern es geht darum, dass jemand meine Identität ausgelöscht hat. Ja, voll. Und darum, Aber eben, es ist so, ich habe das so gesehen, natürlich gehe ich mit, also in die Tankstelle und so. Und ich rede immer noch mit ihm, also er ist nicht mehr dort, schon länger nicht mehr. Aber ich habe das gesehen, es hat mich ein bisschen verletzt. Und ich weiß nicht, ob das schlau war, ob das schwach war oder ob das gescheit war oder nicht. Aber ich habe so gedacht, mein Onkel ist immer korrekt zu mir. Immer freundlich. Zum Beispiel, wenn wir in die Ferien, wenn wir runtergegangen sind,
Mhm. Mein Vater hat das geliebt. Am Tag vorher ist er gegangen. Bei ihm schnell, ja. Also, ich komme morgen um 5 Uhr, komme ich mit meiner Familie, wir gehen runter. Mhm. Kannst du mir, also du bist am Morgen, also ja, ich mache Nachtschicht, sagt er, ja, könntest du mir echt 5 Sandwiches parat machen? Ja. 55. Aber er hat immer gemacht. Ja. Deswegen, weißt du, so, habe ich mir so gedacht, so, okay, ich tue das jetzt wie so ausblenden, außer ich merke, es wird so, weißt du, so, es kommt im Vordergrund, je mehr ich mit ihm bin. Aber es war nicht so das Thema gewesen, weil mein Vater, er ist nicht, ich bin Mein gut, Vater aber ja, er ist redet mir ja- etwas anderes. Dein Vater ist sehr politisch, Bro. Mein Vater ist nicht so, ich bin cool, reden wir etwas anderes, Ja. sondern mein Vater ist so, reden wir, kein Problem. Ja. Und ich meine, Bro, wenn sogar mein Vater Ja. nicht einmal irgendetwas gesagt hat, weißt du, so im Sinne von, dann würde ich jetzt nicht auch anfangen damit. Ja, ich verstehe. Und jetzt machen wir einen Cut, Ja, weil ich will einen perfekten Übergang machen ja. zu Identifikationsfiguren, zu Leuten, die eben uns cool fanden, dass wir gesehen werden und so. Hast du Katar-Doku geschaut? Nein! Nein, Bro, wie? Ich habe sie noch nicht Nein, Bro, geschaut. wie? Ich habe sie noch nicht geschaut. Bro, bitte, du musst schauen, Bro, bitte schau heute. Es ist ZDF oder ARD? Arte, Arte. ja. Okay. Bro, du musst es dir geben. Es ist so crazy. Look, wenn Leute einmal fragen, also wenn Leute so sagen, so, oder wenn ich so das Thema aufmache, Katar, Ja, und dann auch in mich Atemzug sagen, bitte Haftbefehl, du darfst nicht. ja. Für viele ist so, ja Bro, okay, ist einfach ein weiterer Rockstar oder einfach ein weiterer, der halt verstorben ist. Er ist ein geiler Rapper gewesen, ein super Mensch, aber was sollst du machen? Aber ihr checkt nicht. Ich bin mit 7, 8, 9 bin ich am PC, mit 10 bin ich am PC und ich habe googelt, Bro. Kurdisch Rapper, Kurdisch Fighter, Kurdisch Beatboxer, Kurdisch Racer. Irgendjemand da draußen muss doch können Kurd sein, Mann. Kurdisch Gun. Alles Mögliche, Bro. Ich habe einfach gesucht nach irgendeinem Kurd, und ich dann kann sagen, Alter, einfach ein Kurd, der meldet. Check it. Und ich auch eben, wo kannst du anschauen und so weiter, weißt du, wo kannst du stolz drauf sein und so. Check it. Ich gehe in Pause auf, Bro. Schippis, die haben ihre Leute. Serben, die haben ihre Leute. Chip ist ein Ding. Mutter Teresa. John Cena. Nein, Bro, die Schippis haben seit ich glaube, also, Bro, in der Oberstufe vor allem, auch in der Primar, aber in der Oberstufe, Bro, vor allem, Unikatil, Bro, Ja. Gilan G und so, all das, Bro, die haben ihre Leute gehabt und den Sound, den alle kennt. Aber Auch. das sind ja, das ist der Unterschied ist. Unikatil, Noisy, all die, das sind ja Locals. Ja, Weißt ja, fix. wo wo im Kosovo oder Ja. in Albanien groß geworden sind. Bei Kurden ist ja nochmal anders, Bro. Weil du hast keine Locals gehabt, Ja. wo haben können groß werden in der Türkei. Bro, Man hat es ihnen nicht erlaubt, ja, Bro. ich checke nicht, ich kann wirklich, und der Tag, es ist ein Tag passiert, wo ich irgendwann mal nach langem Suchen nach irgendeiner kurdischen Identifikationsfigur, ich habe den Azad entdeckt. Also das war auch mein erster. Gewesen. Ich sage meinem Vater so, Baba, look, Azad. Und ich muss ihm nicht mal erklären, Er hat dass er gecheckt. kurd ist. Mein Er hat Vater er so, gecheckt. Azad, mein Löwe, Mann. Dann habe er so, lass mal laufen. Mein Vater, er hat gar nicht gerne Rap, Hip-Hop, gar nicht. Er kann gar nicht schmecken. Ja. Aber er hat trotzdem so, ja, ist gut, ist geil. Irgendwann hat Azad und auch Casey hatten mal so Ja. Shivan Pever und so. Casey ist am Anfang gecatet worden. Ja. Weil der Casey hat sich am Anfang ein bisschen Nicht als, bekannt. ja, als- ja, er hat sich als Türk identifiziert am Anfang. Mhm. Er hat sich einen türkischen Prinz genannt. Aber wegen so Leuten wie der Azad Ja. und Azad, also weißt du, der Name Azad heißt wie Freiheit. Ja. Also das ist schon wie so ein kurdischer, das musst du nicht sagen, das ist ein Kurd. Ja. Und er hat auch schon gesagt, dass er Kurd ist, aber noch nie hat jemand So farbekannt. Ja. so krass Farbe kennt und so krass so gesagt, ich bin Kurd und immer wieder, ich bin Kurd aus Kurdistan und so weiter, der Katar. Ja. 100%. Der ist gekommen, 2008, 2009, er hat gesagt, was, Kurd aus Iran, Türkei, Irak, ich bin Kurd aus Kurdistan, irgend so etwas. Also ich hatte ein bisschen Problem mit Rheingold gehabt, eben, mit dem Film. Ja. Vom, Hey, ja, ich habe jetzt letztes Jahr auch ein bisschen eben, ich habe Kritiken gesagt, gelesen und so. so, Ja. es ist schon problematisch, was Ja. bei Rheingold alles schief gelaufen ist. Weil aufgrund von dieser Doku noch kurz hat auch der Sami, sein bester Kollege und Partner, hat Podcasts und Interviews gegeben, Bro. Und er sagt, Bro, es ist mega schwierig zu sagen, aber der Film ist ass. Bro, ich hab von Anfang an gesagt, Bro, Ja. der Film hat sehr problematisch, es hat auch sehr problematische Strukturen, wie der Film nachher gemilkt worden ist, wie dann nichts. Gut, darum habe ich Ja. erstens. Zweitens habe ich ein bisschen Mühe mit dem ganzen Fiktionalisieren von Doc-Filmen. So, aha, ja. Also weißt du, so, es ist eine Sache, wenn du so Szenen einbaust, wo quasi nachgespielt werden. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist halt noch, dass Netflix
aus Dokus wie eine Art Spektakel gemacht hat. Mhm. Also, es muss alles gross sein. Es muss alles übertrieben werden. Ja, ja. Es muss alles zur Schau gestellt werden. Ja. Verstehst du, was ich meine? Sehr viele Dokus über grosse Persönlichkeiten sind einfach nicht kritisch. Sie hinterfragen nicht, sie bringen nichts bei, sie sind einfach Spektakel. Ich muss die Katar-Doku schauen, aus mehreren Gründen. Ich will sie auch schauen, ich finde, wir können sie auch besprechen, wenn du das willst. Bro, unbedingt. Aber ja, es wäre... Bro, das ist eine, wo ich mir sicher bin, sie wird dir gefallen, weil zum Beispiel seine Frau kommt zu Wort, die ist noch nie in der Öffentlichkeit gestanden. Aber weißt, ich habe ja kein Problem damit, wenn es geht zum Beispiel, ich kann das einfaches Beispiel machen. Stell dir vor, du machst, keine Ahnung, Bro. Also ich finde einfach, man muss dann einfach auch kritisch sein mit Sachen. Man muss irgendwelche Sachen hinterfragen. Wenn ich ein Doku schaue über den Haftbefehl oder über Shirin David und die Doku wird finanziert von Leuten, die das Interesse daran haben, dass die Marke Shirin David, Haftbefehl, was auch immer, gross wird, gross bleibt. Ja, ja, voll, ich weiß, was du meinst. Ist es dann eine Ist dann real, ja. oder ist es eine Werbung? Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Ist es etwas zum den Next Step machen oder ist es real? Genau, Ja. und beim Haftbefehl hat mich dann auch so gestört, es fängt an mit «Ich wäre fast gestorben». Ja, ja. Weißt du, es geht einfach um... Voll, es muss dich von Anfang an mit Emotionen und mit Dings. Ich sage nicht, ich muss ein Doku schauen, weißt du, so, ich bin der Täterika und weißt, sondern ich meine mehr so, schaue ich ein Doku oder schaue ich einen Spielfilm, wo ein bisschen shaky Kamera hat und ein bisschen hinter den Kulissen real ist. Ja. So. Aber ja, unbedingt. Du hast sie gesehen einfach. Ja, es kommen, glaube ich, 3 oder 4 Folgen raus. Ja. Ich glaube sogar, dass die Woche oder Geil. die zweite Sache kommt. Ich muss auch schon die Heim schauen. Okay. Aber die erste Folge ist draussen. Die geht, glaube ich, eine halbe Stunde, 35 Minuten. Geil. Und ja, Bro, es ist so zeitgleich, wo die Doku rausgekommen ist. Sind auch Interviews rausgekommen, weißt du, so Podcast-Interviews und so. Und der Sami, Ja. sein Weggefährte, sein Josh Negroni, hat so. Also du bist Katar, ich bin Sami. Ja, in dem Fall bin ich von mir aus Sami, scheißegal. Und er geht so zu so einem Podcast-Interview, so, also mehr Podcast, von so einem, wo vor allem mit Rapper und Musiker die ganze Zeit Podcasts macht. Also ich glaube sogar, sein Podcast ist mal von Apple. Ah, der Shippy. Ja, genau. Ja. Und der hat mit dem Sami das Gespräch, ist gerade erst gestern vorgestern rausgekommen oder so. Und er fragt ihn so, wie findest du den Film? Also Bro, look, ich sage so, komm ich da sogar hochsetzen. 1% von mir siehst du etwa. Also von dem, was du siehst, ist 1% bin nicht ich, der Rest bin nicht ich. Und nachher, er sagt zum Beispiel, der Interviewer, also Bro, für mich ist halt so gewesen, ich habe halt schon Katar recht lang verfolgt, halt auch schon als Teenager und so. Und für mich ist der Film übergekommen wie so ein paar Jungs, die ein bisschen Drogenticken, zu viel Zeit haben und ab und zu noch ein bisschen Musik machen. Ja. Also so die Ernstigkeit und die Realness in der Geschichte hat maximal gefällt. Es hat gefällt, wieso hat er angefangen. Weißt du, es hat so die Es ist Ernstigkeit. kein Geschäftsmann-Flow dahinter, Voll. es ist kein Visionär, sondern es ist eben der Straßenjunge, der, Voll. Und der es ist- Ticker. Ja. Und das ist so, und er hat gesagt, es ist so, ja, teilweise ist er da übergekommen, ist halt so übergekommen, wie so, er ist einfach ein funny Guy, weißt du, der ein bisschen Musik macht und Drogen tickt, weißt du, der funny Guy und so. Und dann sagt Sami, also eben, Bro, jetzt stell dir vor, das denkst du über den Katar, was denkst du über mich? Ja, Wenn du über ihn denkst. Was denkst du über mich? Riesen Clown hat es mich gemacht und so. Jackie. Ja. Hey, muss ich schauen, Bro. Ja. Kannst du auf YouTube gehen, kann sich jeder geben. Ich habe das geschaut, es ist, Bro, ich wollte konsumieren, ich wollte jede Sekunde aufsuchen. So Geil. richtig aufsuchen. Geil. Kann man das geben. Und ja, man kann wieder fette Flashbacks bekommen, wieder gerade anfangen Katar pumpen. Geil. Er hat ja jenste Lieder, also zum Beispiel eins von der geile Sachen ist, Katar ist, ich würde jetzt mal behaupten, einer der wenigen Rapper, wo seine Sprache in Anführungs- und Schlusszeichen angepasst hat,
wenn er rappt. Was meinst du damit? Er hat ja am Anfang, als er damit angefangen hat, Ja. hat er ja auch recht so, weißt so Frauen dies, Frauen das. So, du oder? meinst Sprache im Sinn von inhaltlich. Voll, ja. Also Frauen dies, Frauen das, oder? Ja. Und bei uns Kurden kannst du nicht lang so machen. Ja. Kannst nicht so disrespectful Frauen. Und er hat recht schnell kassiert. Von seiner Mutter, von anderen, von seiner Also Familie. sehr sexistische Inhalt so. Genau, ja. Und fett kassiert und wieso habe ich dich so erzogen? Hast du so wenig Respekt vor mir selber, vor mir, vor deiner Mutter und so. Und er hat natürlich gesagt, nein, aber das ist Rap. Und dann hat die Mutter gesagt, ich schmier dir noch einmal, also ich schmier dich kaputt, wenn du einmal so rappst. Ja. Und das siehst du auch, der Bruder tut seitdem nie mehr etwas gegen Frauen sagen. Nie mehr. Und er sagt immer wieder in Interviews. Es wird zu wenig thematisiert, Alter. Weißt du, ich finde es so schade, dass man nicht, also man einen Baba-Rapper wie Katar, wenn er vor einem Mic kommt und sagt, du kannst auch rappen und kranke Lines bringen und Leute bewegen zu allem Möglichen, ohne dass du musst sagen, Bitches, Frauen, was weiß ich. Natürlich hat er immer noch Lieder, wo er sagt, Rolli und Cash und Shine und so easy. Er kann, Bro, ganz ehrlich. Aber er hat auch recht, Bro. Ich habe ihn entdeckt mit 12 oder 10, 11, 12, 13. Ich höre seine Lieder und ich denke so, ja, man. Ich höre jetzt und ich denke, Alter. Bro, er rappt in einem Lied, das ich nie gefühlt habe, weil ich einfach das zu ein Gangster für mich war. Rappt er in einem Lied, wie das passiert mit Armut, wie das passiert mit kriminell werden. Und er sagt nicht, ich glaube, ich sehe Leute mit Benzas, wie würde ich keinen wählen? Er sagt, wie sollte ich nicht kriminell werden, wenn ich sehe, dass meine Mutter so und so am Hustle ist und so weiter. Ja. Alles Mögliche. Er so, Bro, es ist einfach richtig so reflektiert, real Rap, wo dir näher bringt, wieso das so ist, wie es ist. Und nicht, sondern ich will fette Kerle, weil ich sehe nur fette Kerle. Ich will eine fette Uhr, weil eine fette Uhr ist geil. Das gibt's auch, aber er hat viele Lieder. Zum Beispiel Mama ist der Mann zu Hause. Geht nur einen Song, dass seine Mutter beides war. Kannst du voll nachvollziehen, Bro. Eben, Bro, nein, er ist natürlich, also weißt du, so über sein Intellekt, über seine Art und Weise, wie er rappt, über sein musikalisches Verständnis, über sein Visionärtum, über sein Geschäftsmann-Dasein, weißt du, kannst wirklich nichts sagen. Typische Legende, typisches Vorbild. Ich glaube, für viele, irgendjemand hat immer real gesagt, für viele Menschen, natürlich skaliert, aber für viele kurdische Menschen ist der Tod von Katar ähnlich wie der Tod von Michael Jackson. Bro, ja. Also weißt du, weißt, wie traurig sie tagelang. so, das hat ein Loch hinterlassen. Bro, es bei mir, ich habe so den Tag, wo ich ihn entdeckt habe, als Kind hören mit den Cousins im Pumpt und so weiter. Wir treffen uns, was Kurd aus Türkei, Iran, Irak, wir sind Kurd aus Kurdistan und so, dies und das. Bro, nachher kommt die News, ich so, Bruder, nein, wie, Bro, meine Augen werden so feucht, ich so, Alter, kann doch nicht sein. Und dann kommt der Nächste, ja, ich werde fast auch abgekratzt. Der AFPF. Ich so, nein, Bruder, du darfst gar nicht. Ja, das sind für uns, vielleicht können das eben zum Beispiel Albaner nachvollziehen oder Serben oder andere Leute, die so als Kind einfach keine Identifikationsfigur hatten. Und nachher findest du mal den Ersten und du denkst, was für ein ja, King aber eben, oder ich sag Königin. nochmal, also weißt du, es ist wie so jemand, der halt nicht ein kurdischer Rapper ist, sondern ein Rapper aus Irak oder aus der Türkei, anstehen und sagen, ich bin im Fall Kurd. Bro, Yilmaz Güney hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen mit seinem Film Jol, Der Weg. Ich glaube 70er, 80er, vielleicht liege ich auch falsch. Regisseur, Filmemacher, Schauspieler, Kurd. Hat in einer Rede, wo weil er hat Goldene Palme gewonnen, Bro, das ist wie Oscar von den Künstlern quasi. So. Also etwas vom Krassesten, was man kann gewinnen kann, wenn man nicht Blockbuster-Film macht. Er hat den Film Regie geführt, während er im Knast war. Sein Regieassistent ist immer ins Gefängnis gerannt, hat gesagt, das und das und das ist passiert. Crazy. Und er hat gesagt, okay, jetzt sag als nächstes müssen wir das und das und das und das machen. Alter. Im Gefängnis, Bro. Politische Gefangene im Gefängnis hat Goldene Palme gewonnen in Cannes. Alter, das ist crazy. Ahmed Kaya, Musiker, wird vom Staatsoberhaupt eingeladen, weil er einer der krassesten Musiker ist. Er ist dort, er sagt,
ich bin mit meinen Brüdern und Schwestern, ich wollte nur sagen, ich liebe, dass ihr meine Musik liebt, ich bin Kurd. Ja. Und für mich, ich bin da mit euch Ja. türkisch. Ich würde auch gerne Kurdisch singen und So, so. ich würde auch können. Was passiert? Schuhe fliegen. Gabeln fliegen, Gabeln alles. fliegen. Das ist so ein Gala-Dinner. Ja, Bro. Er hat nur gesagt, ich bin Kurd, ich will gerne Kurdisch singen. Er muss Exil, stirbt. Stirbt in Paris. Das ist der letzte Song, den er noch released. Dort ist der Song, wo er sagt, brüll nicht weg mir, Mama, ich komme irgendwann zurück. Bruder, Menschen, die sich öffentlich als kurdisch besinnen, müssen ins Exil, werden systematisch unterdrückt. Schon klar ist der Tod von einer Figur, von einer Wucht, von einem Stein. Wie der Katar. Wie der Katar, wenn er dort ist und sagt, ich bin Kurd aus Kurdistan. Ja. Wenn er stirbt eben nicht nur Irgendein Rapper. ein Rapper. Bro, er stirbt ein Stück Identifikation für Tausende, Mann. Für Kultur. Millionen, Mann, ich schwöre. Kultur. Das gleiche auch Agit Kabayel. Bro, man. Bro, er ist noch aus Ich bin nicht für Kampfsport, aber ich liebe Kampfsport. Bro, er ist von Pazardzich, Bro, von meiner Region, Bro. Und das ist nochmal so crazier, weil er ist wirklich von dort. So. Ja. Und ich bin nicht so. Der Katar ist ja von Rojava, von heutigen Iran. Und Azad auch. Das vergisst ich nicht, zum Beispiel, wo sie. Eines von Sachen, die sie gemacht haben, nachdem der Katar den Goldrap gemacht hat, haben sie Leute interviewt. Einer von der ersten war Azad. Er so, ja, schon ein bisschen kranker Typ und so. Also kommt aus dem gleichen Dings wie ich und so. Er hat schon ein Eck gehabt und so, weißt du. Okay. Aber auf jeden Fall, Agit, Bro, aus Pazardzich. Und er geht, Bro, und er sagt, ich gebe den Leuten jetzt einen Ellenbogen Kurdisch Power, ich bin Kurd aus Kurdistan. Und macht immer wieder, Bro, wenn er, sobald er sagt, ich bin Kurd oder Kurdistan, 7 Millionen Hate, Todesdrohung, Mord. Und dann sagt er, wieso, können wir nicht einfach akzeptieren, weil es ist ja immer so, jeder kann, wieso, ich bin von da, es wird akzeptiert. Weil, du sagst schon, wo du bist, du machst nichts. Können wir nicht einfach akzeptieren, ich bin Kurd, du bist Türk, du bist das, ist doch voll okay. Mit der Aussage nicht sage ich bin Kurd und jetzt bringe ich dich um. Eben, Bro. Und darum das ist eben so ein ich weiß nicht, was man es kann nennen. Eben, es ist heutzutage crazy, was alles salonfähig wurde. Aber auch crazy, dass jetzt eben so ein Agit Kabayel aus Pazardzich so kann anstehen und sagen, ich bin Kurd aus Kurdistan oder ich bin Kurd und ich kämpfe für Kurdistan oder Kurdisch Power und so weiter und alles mögliche. Und er kommt einfach, Bro, weißt du, dass er von unseren Leuten Rückendecke bekommt, ist ja selbstverständlich. Aber Bro, nachher, also er ist nicht nur, dass er ein kranker Boxer ist, er ist der er ist auf der Weltrangliste Nummer 2 und wartet seit einem Jahr, dass der Erste endlich seine Herausforderung annimmt. Die ganze Zeit, komm, egal. Aber Bro, darum stresst mich eben, wenn jetzt irgendwelche Menschen anfangen, so, weißt, so Slogans benutzen wie No Friends but the Mountains. Ja. Nein, Bro. Das ist zu allgemein. Es stimmt nicht, Bro. Es stimmt einfach nicht. Du hast türkische Kollegen in deinem Freundeskreis, wo nicht einmal irgendetwas sagen, wenn du sagst, ich bin Kurd. Wo dich akzeptieren, wo dich lieben, wo du bist so wie du bist. Wenn du sogar über Sachen erzählst, die deinen Familienfreunden passiert sind oder wo vielleicht auch vor 3 Jahren passiert sind, keiner sagt, Bro, jetzt du schiebst Politik, chill jetzt. Ja. Die Leute sagen, ich verstehe. Darum, eben das No Friends but the Mountains und all das sind für mich auch so problematische Slogans, Bro. Es stimmt einfach nicht, Bro, weil Kurdistan ist eben jetzt nicht auf einer Map, aber Kurdistan ist überall. Überall, im Kurdistan Herz. ist in unserem Herzen, Bruder. In unserem Herz. Schöne Volk. Ja, Mann, schöne Volk. Crazy. Du tust immer gerne 1 Stunde abbrechen. Ja, weil... Willst du mit mir reden, oder Nein, was? Bro, es langt nicht. Okay, ja. Crazy. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir sind wieder bei einer Stunde angekommen, du hast gesehen. Spannende Themen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, Mann. Schau gut auf euch, gut. Und bis bald. Das ist kurz und